Vater in Himmel, wir danken dir für deine Leben, für deine Gnade, Frauen an deinen Seen. Vater, wir beten, dass dein Wort an uns mag lebendig sein und wir wollen kein Dries sein, so wie hier von des Missionar, dass er jeng voran und Teil das Wort mit, dass Menschen können die Wahrheit erkennen. Vater, wir beten an deinen Seen, auch von dir, dessen Vermehrer, wo du mit uns sein und uns hart aufmerken, dass wir von deinem Wort gefällt worden und dass dein Name kann verherrlicht werden. Vater, wir danken dir für die Freiheit, wo wir haben in das Land, wo wir können ganz frei uns Glauben ausleben und magst du mit deinen Jesus mit und bei uns sein und uns anleiten. In Jesus' Namen. Amen. Ich kann mir sind auch hintereinander von der Bergpredigt Wort gehört und ich will von der auch wieder. Das von der an der 4. Port von dort, das ist in Matthäus 6. Kapitel. Wenn sich so nanloten dat und der Eberjet, was Jesus da lehren dat und denken, dass er da viele Menschen taub an kann boy und er versucht, Dinge zu lehren, dort merkt ein bei uns so ein Verlangen, dass einer auch was haben will, du gesehen haben in Gehör, wo Jesus, wo er geredet wird haben und wo das ein wird sein, im Harten angehen und was das wird tun, und er wird gleich dich bitte sein. So, wir haben uns das 5. Kapitel so übergegangen und verschiedene sehr wertvolle Lehren uns angekickt. Und von der war wir in das 6. Kapitel von Vers 1 anfangen. Und hier uns anspornen, dass wir sollen checken, wo uns fromm sind, wo uns Leben sich bewiesen hat. Falschet ein Wort fromm sein. Uns fromm sein, unsere Frömmigkeit, ist es so, dass Gott sein Namen verherrlicht wird, oder ist es so, dass das für uns selbst zum Guten wird sein. Wir uns mal lesen, Vers 1 in 6. Kapitel in Matthäus, sagt es, seid ihr fair, dass ihr fromm sein nicht durch für Menschen eiven, dass ihr wollen sein sein, weil dann habt ihr von ihren Vater im Himmel auch mit keinen Lohn zu rechnen. Wenn wir denken, dass fromm sein, und da würden wir vielleicht alle ein bisschen den Gedanken haben, na, ich bin nicht fromm, oder ich würde nicht wollen fromm sein. Was meint Jesus hier? Ich glaube, wir wollen aber jässlich sein und wir wollen angenehm sein für Gott. Und hier sagt Jesus dort, wenn wir uns fromm sein, durchabdauern, dass Menschen uns sollen anchecken, oder dass wir wollen von Menschen gesehen sein, dann ist uns Lohn wahr. Dann haben wir nicht mit einem Lohn zu rechnen. Für das, was wir getan haben, für das Frommsein. Und wir können vielleicht sagen, wenn wir uns jährliches Leben versuchen, so anzustellen, dass unsere Nachbarn uns, die wollen uns loben, für wo jährlich wir sind. Aber wir alles Fokus anstellen, dass Menschen, die besiegt uns sind, die sollen sagen, dass ich sind jährlich. Aber ich versuche so zu leben, dass es zu sein, als dass ich jährlich sein. Und wir haben uns Fokus dabei, dass Menschen das sollen antworten, dann sagt Jesus, dann ist das Lohn wahr. Dann haupt das nicht das Frommsein. Wir alle sollen fromm sein, dass Gott sein Wort nur. Wir sollen so leben, dass wir jährlich leben sollen. Aber das soll nicht der Punkt sein, dass meine Mitmenschen mich sollen dafür loben, für was ich getan habe, was ich jährlich sein. Das soll zu Gott sein. Das soll für Gott sein. Und wenn wir nur noch gucken, dass das bloß für uns Menschen hier soll sein, dann sage ich das, dann ist uns Lohn wahr. Du hast keinen Lohn für. Du hast dann aber noch ein großer Segen, aber der wird uns nicht halten für eine Ewigkeit. Und wenn wir fromm sind, dann wollen wir Dinge tun, das Nächste, das wird zum Guten sein. Aber das Frommsein kann auch sehr leicht, sehr recht werden, dass es soll für mich nicht nützen sein. Das andere soll mir dafür Dinge zukommen lassen, dass ich
für sich fromm zu sein. Jesus sagt, wenn uns fromm sein, durch han gerecht ist, dass es soll zu sein sein und dass wir wollen gesehen sein, dann ist uns Lohn weich für dort. Du hast keine Rechnung wie dort bei, das ist alle wahr. Wir alle rechnen aber mit einem Lohn, wenn wir durch das Leben durch sind und in der Ewigkeit sind. Dann rechnen wir mit something, was wir uns top geschafft haben, nur hier auf dieser Erde. Das ist das Leben, das ewige Leben. Das ist nicht something, was wir uns top schaffen können, aber wofür wir geschafft haben, wofür wir gelebt haben, dass wir dort kriegen wollen. Und dass du was sehen, wenn wir das Leben vor dich haben. Zweiter Vers sagt es, wenn du deine Gabe gibst, so hier kommt es was ein Geben. Erst sagt es mit unserem Wandel, dass wir wollen nicht das Leben so leben, dass wir wollen gesehen sein. Und dann sagt es, wenn wir geben. Sagt es, wenn du deine Gabe gibst, sollst du nicht mit der Trompete verablosen lassen, so als der Hechler dort in den Judenschulen und auf den Gassen tun, von den Menschen gelobt zu werden. Ich sage ihnen die Wahrheit, dort ist alles, was sie kriegen wollen. Aber wenn du deine Gabe gibst, dann lass die linke Hand nicht weiten, was der rechte tut. So dass du in Geheimen gibst in den Vater, der in das Geheimnis sieht, wird die dort öffentlich belohnt. So dort, was wir geben tun, ist dort so, dass wir würden sehr gleichen, dass irgendwer das wird antworten, was ich gegeben habe. Dann ist das something, was wir wollen gelobt haben, ist das something, das ist was gut ist. Geben ist gut. Aber mit was von der Bedingung kommt das raus? Oder ab was von der Wahl versuche ich zu geben? Geben ist immer gut. Aber es kann sein, dass ich bloß kriege, du willst meinen Lohn kriegen, oder ich kann something absammeln, was für eine Ewigkeit wird sein. Ein König, der fragt einen von seinen Freunden, was ein sehr guthabender ist, und fragt ihn, wie viel im Wert er ist. Und er hat viele Millionen im Wert unter sich. Und als der König am Frauen hat, dann sagt er, ich bedeuere sehr, aber ich glaube, ich sind bloß $2000 im Wert. Weißt du, das, was ich mir gegeben habe, aber so weit, sehr wenig. Aber ich bedeuere, dass ich bloß $2000 im Wert sind. Alles andere, dort können sie mich fortstellen, dort kann ich verbrennen, dort kann ich fortkommen, aber dort habe ich sicher angelegt. Jesus sagt hier, wenn uns geben durchgeht, dass Menschen das sollen antworten, und wir uns an dort besten tun, dann haben wir uns Lohn bei. Aber er hat uns immer weiter anspornen, dort wir geben sollen. Dort ist ein Segen. Dort ist something, was Menschen daran uns segnen. Wir wollen nicht immer alles geben können, dass das keine antworten wird, was wir gegeben haben. Aber wo ist unsere Hortenseinstellung gehen dort? Freut mich dort, wenn Menschen mich dann kommen loben. Ist dort mein Ziel, dass ich will gelobt sein für dort, was ich gegeben habe? Dann sagt er, dann ist der Lohn wahr. Aber gebe ich, und wenn das auch keine Antwort, habe ich dann noch die Freude, das ist something, was ich gegeben habe, wo Gott im Himmel anweit. Und wo häusig zufrieden ist für das, was ich gegeben habe. In Römer 12, Vers 6, du sagst, und weil unsere Gaben sich durch unterscheiden, als uns genug geschenken ist, weil wir die in jeder Dunne brauchen. Was immer das ist. Gott hat uns Gaben gegeben, und die unterscheiden sich von denen und meinen und unsere untereinander. Die Gaben, die wir haben, die unterscheiden sich. Die sind nicht überein. Aber dann nannte er ein paar Dinge ab, dann sagt er, wenn das Predigen ist, dann nur, als das dort Glauben, als die dort Glauben geschenken ist. Und dann Vers 7. Wann deinen, dann nur deinen. Wann lehren, dann nur lehren. Wann ermahnen, dann nur ermahnen. Wann geben, dann rechtlich. Dann sagt er nicht bloß nur, was ich gegeben habe. Sagt er, dann rechtlich. Und wann andere verstehen, dann flietig. Wer du euch mitleiden zu sein, soll das mit Frieden tun. So, das ist geben. Das ist nicht bloß, dass ich mir in der Fupfut und nehme was Zadels und gebe dir was und dann ist es, dann ist meine Sache vor. Er nennt hier in Römerbrief mehrere Dinge ab. Das sagt lehren, das sagt dein, das sagt ermahnen, das sagt geben
und Verstehen. Sind mehrere Dinge abgenannt. Und eine Gabe hast du besser als ich die hast. Der nächste hat der andere besser als du die hast. Sodass das sich tragen, sodass wir alle taub kann Gott sein Kingdom bauen. Und wenn wir das tun, an Ziel tun, ist, dass Gott sein Kingdom soll gebaut werden, Gott sein Reich soll gebaut werden, dann hat Gott seine Freude an. Aber wenn wir das in den Sachen tun, das soll der nur doch antworten. Ich traue sehr viel bei das Bauen. Aber mein Ziel daran ist, dass andere sollen das unbedingt antworten, dass ich kann nicht wahr was gegeben, ich kann nicht wahr was beitragen. Dann sage ich das, dann ist der Lohn wahr. Und dann wird das Bauen wenig wert sein. Dann geht er wieder in Vers 5 nennen. Und hier kommt er um Gebet. Hier hat er uns nur zwei Dinge gelehrt, dass uns fromm sein soll nicht so sein, von Menschen gesehen zu sein. Uns geben soll nicht darauf sein, dass wir wollen gelobt werden. Das meint nicht, dann sollen wir nicht geben. Das meint, wir sollen geben. Aber das soll die Hortensanstellung dafür sein. Und dann geht er wieder im Gebet nennen. Und dann sagt er in Vers 5, und wenn ihr beten, soll ihr nicht so tun aus der Hekler, die Jieren und Schulen, und die Schulen ab der großen Arten stehen und beten, sodass die Menschen an seinen sollen. Ich sage ihnen die Wahrheit, die haben ihren Lohn wahr. Das sagt Jesus alle 3 Mal, dass das Lohn ist wahr. Dort, wo er es will geben, dort, wo er will uns vergelten für das, was wir tun, sagt er, dort ist wahr. Weil sie haben das dort getan, dass die Menschen dort durchfuhren. Das ist nicht geblieben für eine Ewigkeit. Das ist bloß für du furzt. Jesus sagt, dann ist der Lohn wahr. Alle 3 Mal sagt er das hier. Und dann in Vers 6, dann sagt er, aber wann du beten das, dann hat er ein bisschen Rezept, wo wir das tun sollen. Und das soll nicht so sein, dass es von uns nur antworten ist. Weil er sagt, wann du beten das, dann geh in deine Stube und merke dir zu und bete deinen Vater im Geheimen. Und den Vater, der du siehst, wird im Geheimen verjährt, wird die du verlohnen. So, dass wenn ich das zu Gott tue. Und nicht darauf, dass das quasi sein soll. Wir können Gott irgendwo sein und beten. Und wir beten Gott an und nicht, dass er nur was sieht mir ist, wird so fallen, oh, der versteht auch. Oder der weiß auch was. Das soll nicht dort sein. Aber sagt er, wann ihr betet, der sagt nicht bloß, du musst gehen beten, du bist schuldig zum gehen beten. Yes, of course, ist das so, dass wir sagen. Aber das ist nicht, was er sagen wird. Er sagt, aber wann du beten, yes. Wann du das ordentlich und du bringst den Körper durch die Hand, nur weil ich beten. Dann dauert es nicht so, dass den Menschen die sich wundern, wo du gebet hast. Und dann in Vers 7 sagt er, und wann ihr betet, das war und wann ihr betet, red nicht viel laut wird, so aus der Völker das tun, die meinen, sie wollen gehört, wenn sie viel wird brauchen. So, ich habe mir manchmal nennen gelassen, was ist Gebet? Ist das bloß ein Zeit über wir sein und Frauen von Gott? Ist bloß dort Gebet? Oder ist das manchmal, dass wir bloß mal still werden für Gott? Und wir haben unsere Gedanken an Gott gedreht und horchen und lassen uns dann lernen, was sein Wort uns lehren wird und was die Gemeinschaft mit ihm bedienen wird. Ich glaube, still werden und uns dann lernen lassen, wer Gott ist auch ein Anbeten. Wenn wir bloß beten und fragen für viele Dinge, dort ist manchmal, dass wir dazu kommen, dass wir bloß sehr needy Menschen sind. Menschen, die bloß sehr verfehlen. Wir haben nichts zum Geben. Aber wenn wir können still werden für Gott und anlassen uns fallen mit dort, was er lehren wird in seinem Wort, wir können auf einmal nur lassen und still sein, uns fehlt nicht mehr. Dann auf einmal können wir anfangen zu danken für dort, was wir haben. Dann auf einmal, wo wir Gott mehr, sei wir Gott mehr so viel, was uns alles fehlen wird. Dann sei wir auf einmal, was wir alles haben. Und dann kommen wir für Gott mit dort, was wir haben.
bis wir haben die Erlösung gekriegt. Wir sind glücklich. Wir sind von dem, was wir glücklich sind. Wir freuen uns. Und wenn wir für Gott kommen, dann kommen wir nicht bloß mit unseren Needs für Gott, dann kommen wir mit dort für Gott, was wir haben. Und freuen uns dazu. Und dort ist, was Gott von uns hören will. Er will nicht bloß hören, was uns alles fehlen wird. Er weiß, wo wir Luther nach Bad kommen, er weiß, was uns fehlen wird. Er will, die Gemeinschaft mit ihm soll so sein, dass er hochgehoben wird, dass sein Namen hochgehoben wird. Ich will Vers 6 noch einmal lesen. Sagt, und wenn du beten gehst, dann geh in deine Stube und merke der Tau und bete deinen Vater im Geheimen, und den Vater, der du siehst, was im Geheimen verjährt, wird dir verlohnen. Und wenn die beten, red nicht so viel laut wird, aus der Falsche down, dann meinen sie wollen gehört, wenn sie viel wird brauchen. Ich habe nicht gesagt, mit dem, was ich sage, dass wir nicht wollen, wird brauchen zum Beten. Sicher wollen wir. Aber der will wir in den Weg haben, dass Gott auch geehrt und verherrlicht wird in uns Gebet. Vers 8 sagt es, die sollen nicht so sein, als du willst, den Vater weit, was die brauchen, euer je daran beten. Uns Vater weit, was uns fehlt. Und wenn wir durch seinen Arm verherrlichen, seinen Namen hochheben, dann freut er sich, uns das zu geben, was uns fehlen wird. Er weiß das, was uns fehlen wird. Und dann in Vers 9, du sagst, du werden soll je so beten. Er hat ein Master rein, er hat was rein, wo wir beten sollen. Und dann sagt er, du werden soll je so beten, ans Vater im Himmel. So, wenn wir anfangen im Gebet, dann sagt er, dann soll je das Erste den Vater seinen Namen abheben. Excuse me. Ans Vater im Himmel. So, das kann man bloß dann ans Vater im Himmel sein, wenn wir am angehört. Wenn wir am haben angenommen. Wenn dort klar ist, dann ist er ans Vater. Und der Zweite, dann sagt er, die Namen soll heilig geholt werden. Und ans Gebet soll immer wieder klar sein, dass Gott sein Namen, dort ist ein heiliger Name. Und ohne den hat er mich angestellt, mich zu reinigen und mich heiligen zu loben. Sein Namen soll heilig geholt werden. Und so, wenn wir denken, dass sein Namen heilig ist, dann fall mir wie in 2. Mose 20, Vers 1 und 2 und 3, das ist, wo Gott die 10 Geboten geben hat, und du wird das erste Gebot, dass Gott heilig ist. Wollen wir uns die Versen mal lesen? In 2. Mose 20, Vers 1, 2 und 3. Gott gab ihm all diese Werte und sagt, ich sehe der Herr, Gott, der ihn aus Ägypten, aus der Sklaverei gebracht hat. Die dürfen keinen Gott büter mich haben. Und ich kann die andere Versen hier nicht, aber du sagst, dass er ist heilig. Das geht noch wieder. Kein Gott büter an. Hij wird der, was das Volk sein dat an der Sklaverei. Hij holt das Volk durch. Und nu zullen wir nicht einen anderen Gott dienen. So, und dann dachte ich dann, dass wir werden in Sinn geboren, wir werden in Sinn gebunden, vielleicht sogar falsch, wir werden vielleicht Sklaven zu sein. Wir mussten Dinge tun, bis wir angebunden werden. Und dann auf einmal dacht uns Jesus seine Leib auf und er tragt uns zurück, dann werden wir frei. So, wenn Jesus uns da zurückgetragen und wir nicht frei sind, dann ist er ans Gott. Dann stellen wir uns unser Arm, er hat mich von dort zurückgeholt, wo ich falsch war. Wo ich Dinge muss tun, und das ich will. Du wie ich falsch. Du hast ihn mir zurückgeholt. Er ist ein heiliger Gott. Er ist ein Vater, wo ich mich kann geloten fühlen. Wo ich kann mit Frieden sein. Und ihm verherrlichen. Und ihm hochheben für das, was er getan hat. Er ist ein Vater, was heilig ist. Vers 10 sagt es, lot dein Recht kommen. So,
ich weiß nicht, wer alle von euch das Gebet hat auswendig gelehrt und vielleicht für Jahre immer alle Tag ein oder zweimal immer gesagt und vielleicht nicht viel Bemerkungen immer gemerkt, wie es das auswendig. Aber hier sagt es, lot den Recht kommen. So, wenn Gott sein Recht kommen kann, oder wie zu sein, dass sein Recht kommen kann, wo passiert das? Oder was passiert dann, wenn wir sagen, dass sein Recht soll kommen? Oder dass wir dort loten, dass sein Recht kommen kann. Was passiert dann? In Luke 17, Vers 20. Lukas 17, Vers 20. Da sagt es dit, als hij einmal von der Pharisäer gefragt wordt, wanneer dat Gottes Recht kommen wird, seht Jesus. Das sind Jesus in der und sagt dat Gottes Recht kann nicht, so dass es zu sein ist. Sagt Menschen wollen auch nicht sagen, kijk, hier ist dort oder du ist dort. Dann sagt willst dat Gottes Recht es anjünt. Gott sein Recht ist an uns. So, wenn Jesus uns Herr geworden ist, er uns Lehrer geworden ist, dann ist sein Recht an uns. Dann haben wir dort Loten kommen. Dann haben wir dort Loten Platz finden an uns. Wenn er sagt, dass Gottes Recht ist nicht so, dass du dort sagen kannst, du hast dort, dann du hangehen, dann wird das dort sein. Das sagt, dort wird ich mal dann wird sein, wenn dort an uns ist. Wenn Gott sein Recht an uns ist, dort ist, wo wir können mit Reich das Beten, laut den Recht kommen. Dann hat dort den Platz gekriegt, wo das treffen wird. Dort ist nicht zu sein, sagt Jesus, aber dort ist an uns. Und dann in der nächste Part, in der 10. Vers, da sagt er, laut den Willen, ob ihr größer getan worden als im Himmel. Gott sein Willen soll so können, ob ihr getan worden als im Himmel. Und so, wenn wir uns dann fragen, wo kann das dann passieren? Was passiert dann, wenn sein Willen hier auf der Erde so getan wird als im Himmel? Was passiert dann? Wir legen vielleicht auf Knies und beten und sagen diese Worte zu Gott. Und was haben wir dann gesagt? Was haben wir dann gefragt? Ich glaube, da können sehr viele verschiedene Dinge sein, viele verschiedene Dinge mit sich tragen. Aber ich dachte, ich würde an ein Ding denken, wo wir uns vor ein bisschen anlassen, als Jesus im Gebet ging, in Lukas 22, Vers 42. Das ist, wo Jesus im Gebet ging, und dann bet er steht, sagt er, und sagt, Vater, wenn du dort so wärst, dann nimm das Leidensköffel von mir, aber das soll nicht so werden, als ich will, aber so, als du wärst. So, wenn wir beten, dass Gott den Willen als mir geht, dann kann ich auch Dinge annehmen, was mein Fleisch nicht würden interessieren, was mein Fleisch nicht möglich wird sein. Ich kann ganz geloten sein und sagen, Gott, wenn das so ist, als das soll sein, nu, dann nehme ich das über dem an. Und das sagt in der 43. Vers, sagt es, dann kam ein Engel vom Himmel und stark an. Some Bibeln haben diesen Vers nicht bei, aber das sagt, Jesus der bet und sagt, Gott, das ist mir sehr schwierig, was für mich leiden. Mir ist das sehr schwer. Hast du einen Weg, dass ich das nicht durchgehen? Hast du einen anderen Weg, dass Menschen wollen geraten sein, wenn ich das nicht annehmen, wenn ich das nicht dürfen? Aber hieran sagt er, Gott, das soll nicht so sein, als ich das leiden. Das soll nicht so sein, als mein Fleisch das hier nicht verlangt. Ich sage doch wahrlich das anzunehmen, so als du das weißt. Können wir das beten, dass wir sind okay mit dem, was wir begegnen dann, mit was immer das ist. Wenn wir dort können sein, wir dort können annehmen, dann können wir ein dankbares Leben leben, auch in schwere Zeit. Gott, dein Willen ist mir gut. Ich freue mich, wenn es dort weit ist, dort wird dein Namen verherrlichen. Dort wird dazu beitragen, dass Gott sein Namen wird hochgehoben wird. Und dann von mein Fleisch, mein Körper, dort wird schwer sein. Das wie aus Jesus du im Garten beten deit und heute in Todesangst wir. So dann haben wir uns
ein paar Dinge angekickt. Und das erste sehen wir, dass Gott wie heilig. Und dann sein Recht lässt wir kommen. Das lässt wir in uns leben. Und dann wir sind auch wahrlich, was immer Gott sein Willen ist, dort anzunehmen. Und das sind ein paar Dinge, oder das sind 3 Dinge, was mit uns jährliches Leben zu tun haben. Mit das Annehmen, was immer das ist, zu tun hat. Und dann in den 11. Vers, du jedet eben noch unseren Körper, was uns Körper fehlen hat, was uns Körper brücken hat, hier bei ihr Leben. Sagt er, gib uns das Brot, das wir von dir brauchen. Nicht, was wir morgen brauchen. Weil er sagt, gib uns das Eten, was wir von dir brauchen, was uns von dir fehlen hat. Du hast nicht eine lange Rede beigeflechten, dass das so eine große Krab geben oder irgendwas, aber gib das, was es von dir braucht. Und wir alle wissen dort, wir haben alle genug in unseren Friesers. Wir haben in diesem Jahr, da haben wir viele Dinge getan, was uns soll durch den Winter, für das nächste Jahr, tun. Wir haben so viel geschaffen, das ist nicht mit Arbeit. Aber hier sagt es, das Brot, was uns von dir fehlen hat. Und dann geht er wieder, und dann in der 12. Vers sagt es, vergib uns unsere Schuld, so als wir die vergeben, die sich an uns verschuldigt haben. Hier ist ein, was uns am Fleisch manchmal sehr schwer fallen hat. Wir vergeben, oder wir gleichen vergeben zu sein, aber wenn uns wir auf sehr weh tun, dann fällt uns das sehr schwer. In Matthäus 5, dort hat wir Passager 3, der Vers 11 und 12, da sagt es, dass wir können mit Verfolgung rechnen. Aber er sagt danach, wir sollen uns dort freuen, wenn es dort passiert, weil wir Gott gut sind. Braucht dort nicht Vergebung, wenn uns wer verfolgen, das ist something, was uns weiter, das ist something, was jeden unseren Willen gehen hat. Und Jesus sagt, dass wir uns dort freuen sollen, und das braucht dann, dass wir auch vergeben, anders können wir uns dort nicht freuen. In 38 bei 42, dort er das noch einmal abheben, und wenn uns wer was anderes getan haben, dass wir nicht wollen racheifern, dass wir nicht wollen Tritt tun für dort, was wir kriegen, was sie uns haben angetan. Und nu hier in Kapitel 6, hier in das Gebet, da sagt er, vergib uns unsere Schuld, hier der das alle mit dort, was wir getan haben, aber hier der compare mit, wo wir wurden andere Menschen vergeben, was sich an uns verschuldigt haben. Wo do wir dort vergeben? Und wir wollten, wir haben Vergebung gekriegt für unsere Schuld, was wir bei Gott schuldig wären. Und dann sagt er, dann können wir uns nur noch meten, oder nur noch Dinge, nur noch können wir andere vergeben, als wir sind vergeben worden. Und wenn wir nicht Vergebung haben, dann können wir nicht vergeben. Yes, wir können Dinge gut halten, aber die können uns leicht boden. Und dann gibt es aber auch die andere Seite von dort. Menschen, die würden sagen, dass sie Christen wären. Und wenn ein Wort von gewisser Schuld gerät, oder von gewissem gerät, wo sie mal sind mit einem Value was, was auf sehr weh tun, wo er als arg behandelt worden, dann wird es zu viel sein. Du hast aber nicht wirklich Vergebung. Du hast something, was sie festhalten. Sie wurden aber bekannt, dass sie haben Vergebung gekriegt von Gott. So that's something, was wir in der Bergpredigt wahrer sein, dass Jesus der tun haben, wann uns das arg behandelt worden, dann vergeben. Wenn sie uns verfallen, dann dort mit Frieden dulden. Das braucht Vergebung, anders können wir dort nicht mit Frieden dulden. Wenn uns wer was arg angetan, dann nicht rach, dann bloß loslassen. Und hier sagt der Führer, vergib uns unsere Schuld, du noch, als wir wollen, es wie vergeben tun. Wenn sie uns verfallen tun, wenn sie uns an arg tun, wo wir Tritt tun. So hier sagt er, vergib uns unsere Schuld, so als wir die vergeben, die sich an uns versündigt haben. Sagt er, hier sagt er, verschuldigt haben. So, wenn sie sich an uns verschuldigt haben, das meint, der Hand arg getan an uns. Der Hand wird getan, was nicht soll gewesen sein, was arg ist. Und wo handeln wir damit dort? Dann sagt er, so vergeben, als wir sind vergeben worden.
In Matthäus 18, da haben wir das Gleichnis von der eine, was an 10.000 Pfund schuldig ist, und der andere, was am 100 Pfund schuldig ist, und wo verschieden die gehandelt haben. Und so, wie kann du auch sein, dass wenn Gott uns vergeben hat, dann soll wir auch andere Menschen können loslassen. In der 13. Vers in Matthäus sagt er, bring uns nicht in Versuchung. Wir beten, Gott soll uns nicht in Versuchung führen. Dort soll sich das hören. Und wenn wir würden uns da mal nennen lassen, dass Gott Menschen in Versuchung führt, dann würden wir alle sagen, nee, dort leben wir nicht. Nee, Gott tut das nicht. Wir beten hier, das steht, das sagt, bring uns nicht in Versuchung. Und so, Gott tut das nicht, so wer tut das da? Wenn wir kicken down in Jakobus 1, Vers 12, 13, 14 und 15, da sagt es, steht, selig ist der Mann, der nicht versagt, wenn er versucht wird, und uithält, wenn er auf eine Probe gestellt wird. Wenn er die Probe bestanden hat, wird ihm der Lebenskron gereicht worden. Der Herr denjenigen versprochen hat, der am gut ist. So Gott gibt uns die Lebenskron, der er uns versprochen hat, wenn wir die Versuchungen bestehen wollen. So wir beten aber, dort bring uns nicht in Versuchung. 13. Vers sagt, und wenn ein Mensch versucht wird, soll er niemals sein, dass Gott am Versuchen versucht. Gott kann nicht zum Beispiel versucht werden und er versucht auch keinen. Dann kommt die Antwort, was diese Frau bedienen hat. Sagt er, aber ein Mensch wird versucht, wenn er von seiner eigenen Beiselast mitgeritten wird. Wenn der Beiselast sich erst festgesagt hat, wird der Sinn geboren, und wenn der Sinn gedonen ist, bringt er den Tod. So, ans Fleisch ist dort, was uns nur der Sinn retten will. So, wir beten aber den heiligen Gott, der den heiligen Geist geschickt hat, um uns Anleitungen zu geben. Dort wir antworten, dann, wo uns Fleisch auf einmal eine rechte Leine stehen wird, oder wo uns Fleisch auf eine rechte Weg geroden wird. Und so, wir fragen Gott, dass er uns Wort durch Offenbarung geben, dass wir wollen sein, wann wir in der Versuchung geroden werden, dass es uns Fleisch ist, was uns den anleiten will. Was uns Fleisch ist, was diesen Janke an sich hat, was uns den antragen will. Und wir fragen Gott, dass er uns durch beschützen wird. Dann sagt er, aber bevor uns für den Beisen, von das Beisen, weil Gott gehört das Recht, die Kraft und die Herrlichkeit für immer und immer. So, wenn wir sagen, dass das Recht, wir haben das erste Mal in das Recht kommen, und so, das sagt hier, dass Gott gehört das Recht, und das ist in uns, Gott sein Recht ist in uns los, wie uns tun. Und an das Recht ist auch die Kraft, dass wir das leben können. Und wenn das du hast, dann hast du auch herrliches Leben. Dann kommt auch Herrlichkeit in uns Leben, wie es dort ist, was in uns Leben tät. Und dann sind wir nicht von denen, die da durchlegen und uns nicht rotweiten mit was immer. Jetzt da kann passieren, dass wir manchmal wollen, sehr doll sein, weil es uns Fleisch hat, uns getragen, wo wir nicht really wollen sein. Und dann braucht es, dass wir abstehen und Dinge klarstellen und drehen, dass wir können, dass das direkt an uns kann lebendig sein und dass wir die Kraft an das feilen können und dass seine Herrlichkeit, was in uns rauskommt, für dort, was er getan hat. Und dann habe ich noch der 14. und 15. Vers, hier hat er noch einmal Wiederholen von der Vergebung. Vers 14 sagt er, wenn die Menschen dort vergeben, wenn sie sich gegen ihn versündigen, wird ihr himmlischer Vater ihnen auch vergeben. Aber wenn die anderen Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird ihr Vater ihnen Sünden auch nicht vergeben. So, das ist all das 4. Mal, wo er dort abheben wird von der Vergebung in dieser Bergpredigt. Wir lassen uns mitnehmen, dass wir sind am Boy
Und Jesus redet zu uns, und er hat noch nicht weit geredet, dann hat er al 4-mal davon geredet, dass Vergebung von uns arg behandelt wird, dass wir nicht sollen racheüben, dass wir das nicht sollen festhalten, was uns als arg behandelt werden. Und hier sagt er nun noch weiter, und wann ihr als arg behandelt werden, dann soll ihr dort loslassen. Wenn wir dort nicht loslassen, dann sagt er in der 15. Vers, dann kann Gott uns auch nicht vergeben. Wir haben something mit uns, was nicht mit der Recht Gottes Taub an uns kann sein. Oder was nicht bleiben wird an uns ist dort. Yes, wir begegnen Dinge, die nicht fein sind, die schwer fallen, aber danach muss dort an uns klar sein, ich lasse Menschen los, wenn die mich auch arg behandeln, oder wenn die auch sich versündigt an mich. Aber ich lasse das los. Das ist nicht mein, was ich mich mit beschäftigen darf. Da saß ein Mann im Gefängnis in Amerika, sie nennen wir Samuel Holmes. Er hat einen Mord begonnen. Er saß im Gefängnis und er war verurteilt zum Tod. Er wusste, dass er das saß und er wusste, für was er das saß. Und dann sein Schulfreund, der denkt an. Und er das sagt nicht. Und er geht nur den Ewersten, was über das zu beiden hat, und fragt nur das Mann seine Freiheit. Das Ding kann losgelassen werden, dass er nicht durchgemerkt wird. Und das Mann, der kriegt den Sadel, und Schreiben von den Ewersten. Und dann geht er nur das Gefängnis, nur die Stuhl, wo das Mann satten wird. Und er an den Sadel geben wird, dann fragt er an, was wirst du tun, wenn du auf einmal doch was freigelassen wird? Aber dann sagt er, kurz entschieden, wenn ich will losgelassen werden, dann derjenige, was mich verklärt hat, und der Rechte, was mich hier im Gefängnis gestoppt hat, der wird das erste für ein Tod mehr. Okay, das Mann, der den Sadel in der Hand hat, der sieht kein Wort mehr. Er dreht ging gerührt, reiht den Sadel 2 und für den Haus. Wenn wir denken, dann Jesus sagt hier, dass wenn sich wer an uns versündigt hat, dann sollen wir denken, wer sich über uns erbarmt hat, wo wir gesündigt haben und Gott hat uns vergeben. Sollen wir uns da nicht auch über unsere Mitmenschen erbarmen? Sollen wir da nicht auch vergeben? Wir können sein arg behandelt werden und wir können das so festhalten, dass wir bloß denken an Racheüben. Jesus sagt, tut nicht Racheüben. Das ist nicht für uns. Heute wird sich an das kümmern. Wir sollen freie Personen sein. Wir sollen frei sein. Das ist Gott sein Wunsch für uns. Das ist Gott sein Verlangen für uns. Und so, wir können auf einmal so fest sein an dort, was andere uns an Arche tun, dass wir ganz unsere Radung verlieren wollen. So ist das Mann im Gefängnis. Der Mann, der besiegt Jesus am Kreuz hängen, er kriegt Vergebung. Er sagt, dass er wie auch ein Mörder. Er bekannt und er leitet los. Für die Menschen, die am Kreuz nageln, er leitet die los. Er hält den nicht fest. Und er sagt, dass er wird wie Jesus sein. Und so, wenn uns als arg behandelt werden, in der Bergpredigt, da können wir das wahre hören, weil wichtig das ist, dass wir andere Menschen loslassen für was immer die an uns getan haben. Wenn wir nicht loslassen, dann kann sie Recht an uns nicht lebendig sein. Seine Kraft hat nicht die Kraft an uns, was er kann sein, oder was er ist, wenn wir loslassen können. Möge Gott uns segnen durch das Tag, wenn wir versuchen, ein Zeugnis zu sein, und was immer wir begegnen, dass wir können loslassen und können Gott die Ehe geben und seinen Namen verherrlichen, für was er für uns getan hat.